Hallo, herzlich willkommen, weitere Folge Let's Play Oxygen Not Included mit Shooty in der sagenumwobenen Deep Space Colony. Sind Duplikanten, leben hier. Ich habe ja schon angekündigt in der letzten Folge, ich habe ein paar Dinge offline gemacht, um euch nicht sinnlos zu langweilen mit Routinearbeiten. Zum einen den Schlafsaal, zum zweiten, damit sie Platz hat für weitere Duplikanten. Ich habe den Speisesaal noch fertig gefüllt. Hier noch ein paar Ausgrabungen gemacht, das Lager erweitert. Und was habe ich noch gemacht? Die Forschung habe ich natürlich parallel noch ein bisschen laufen lassen. Wäre ein bisschen Zeitverschwendung gewesen. Ich schaue mal schnell, was es hier so Neues gibt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der letzte Stand war. Im Moment läuft noch die ganze Sanitärtechnik, Flüssigkeitsoptimierung. Ich weiß nicht, ob ich die Dekontamination schon hatte und die Destillation. Ich denke, das war so in diesem Bereich, wo ich im Vorabend noch aktiv war. Jo, also, was machen wir in dieser Folge? Neue Ziele. Ich habe gerade noch gesehen, ich habe noch gar keine Massagemöglichkeiten. Massage ist natürlich wichtig, auch beim Weltuntergang und in dieser garstigen Gegend. Ein bisschen Wellness muss sein. Massage wird dann wichtig, wenn die Duplikanten zu sehr gestresst sind. Dann gönnen sich eine Massage, das holt sie dann wieder runter, bevor sie ihre Stressreaktionen, Dinge kaputt machen, die Basis voll kotzen oder rumheulen. Dann fehlt noch die Krankenstation. Ich habe jetzt sonst alle Räume vorhanden. Klo, Speisesaal, 2 Schlafsäle, es wird noch eine Krankenstation. Baue ich eine kleine, die muss noch nicht so umfangreich sein. Wasser habe ich gesehen, war auch schon mehr da. Ich habe schon etwa zwei an Höhe verloren. Das geht ziemlich schnell weg. Ich glaube, das liegt auch an der Forschung, die sollte ziemlich intensiv sein, und die Nahrungsproduktion, da brauche ich 50 Kilogramm. Okay, das ist noch schlimmer. Okay, ist zurzeit nicht kritisch, werde ich mir aber mittelfristig sicher was überlegen müssen, wie ich zu mehr Wasser komme. Eine Möglichkeit ist sicher, verschmutztes Wasser umzulösen. Muss ich ein bisschen auf die Keime achten, hier sind gar keine vorhanden. Könnte ich also theoretisch gleich umwandeln. Ja, schauen wir an, wenn es soweit ist. Eins nach dem anderen. Wir haben das schon gesehen in den vergangenen Episoden. Wenn ich da zu viel plane, das erreiche ich eh nicht innerhalb von einer Episode. Also, eins nach dem anderen. Noch schnell Sauerstoff, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Muss ich im Moment keine Priorität drauf setzen. Gut, also, Massage. Erstmal starten. Pause aufgelöst. Massagetisch gibt es hier. Trotzdem ein bisschen planen, wenn ich hier 3 baue, dann wird das hier noch ein zweites Klo. Soll ich das gleich rüber machen? Ne, das transferiere ich dann, wenn ich umschalte auf die... Soll ich das mit schon? Könnte ich trotzdem jetzt schon machen. Einfach ein bisschen das ganze besser zu verteilen. Ja, machen wir doch das. Drittes Klo, Waschbecken natürlich, gehört dazu, kennen wir langsam das Prozedere. Dann schließe ich den Raum auch gleich ab. Dann zählt hier ebenso der Klo-Bonus. Gut, 3 Massage liegen, das sollte wirklich sehr gut reichen. Weil im Moment echt kein Stressproblem. Es wurde ja fleißig Dekoration gebaut. Das soll auch hier nicht anders sein in diesem Raum. Das werde ich auch gleich... Na, jetzt aber fertig mit Pause.
werde ich auch gleich hier in Auftrag geben. Vier. Ah, nee. Das wurde wieder reset, das ist ja fies. Weil, hatten wir schon besprochen, Kunst soll in Granit gemeißelt werden. Aufgrund des Dekorationsbonuses. Bonis Mehrzahl. Wobei, ich glaube, das gilt gar nicht mehr nach der neue deutsche Rechtschreibung und dann ist trotzdem ein Bonus. Der Einzahl ohnehin. Na gut, wir machen hier ein Let's Play und keine Grammatikschulung. Also, das läuft hier. Dann, was tanzen der da rum? Ach, das ist unser Künstler. Der freut sich gerade über ein neu geschaffenes Kunstwerk. Dann Krankenstation. Das kann ja ein bisschen größer sein als die anderen Räume mit maximal 64 Felder. Ja, wie viele soll ich da bauen? Ich mache trotzdem schnell Pause, sonst damit ich hier die Blaupause legen kann. Also, eins ist klar, der Raum soll abgeschlossen sein. Mache ich den... Spielt nicht wirklich eine Rolle. Es sei denn... Ne, hier habe ich ja den ganzen Korridor. Ne, den mache ich ihn hier. Also, wieder mal 4, dann soll abgeschlossen sein. Irgendwie so. Jetzt muss ich schnell schauen. Krankenstation braucht Krankenbett, Klo und ein Tisch. Und wo ein Klo ist, ist auch ein Waschbecken nicht fern. Dann habe ich wirklich genügend Klos, soll mir keine irgendwo eine Pfütze machen. Jetzt setzt das was. Muss ich vielleicht ein bisschen größer machen, damit ich alles reinkriege. Das wäre Medizin, Krankenbett. 3, 3, 3. Mach ich mal 3. Ja. 3 klingt vernünftig. 1, 2, 3. 3. Ich weiß gar nicht, wie das dann genau funktioniert. Ich hatte die Situation noch gar nicht, dass es genutzt werden musste. Theoretisch ist ja Klo und die Tische der der Krankenstation zugeordnet. Zugeordnet. Kann ich sogar hier unten noch ein bisschen größer machen. So. Also jetzt muss ich doch schnell zählen. 96 Felder bei einer Höhe von 4. Das wären ja 20. 24. Müsste 24 sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Das sollte eigentlich so passen. Natürlich mit einer Tür. Es macht wohl Sinn, wenn ich das von unten baue, damit ich hier nicht so neu... Ja, baue ich von unten. Und setze das Bett dann später. Passt. Ich könnte eigentlich hier dasselbe Schleusensystem machen.
Nee, lassen wir mal so. Muss jetzt nicht alles so perfektionistisch sein. Gut, was wollte ich noch? Ich wollte noch einen neuen Duplikanten holen. Die finde ich jetzt nicht so toll. Weil ich die echt schon so vorbereitet kann. Na gut, neue Auswahl bitte. Ach, was ich noch ausgetestet habe, genau. Das war ja mein super toller Evil Plan. Fütterung der Hatches. Zum einen mit Samen, die ich am Überfluss habe und nicht brauche. Ich muss feststellen, ich habe 42 Samen hier reingebracht, es wurde kein einziger gefressen, Samen scheinen die Hatches nicht zu interessieren. Dann habe ich noch Mehlläuse reingestopft, die werden zwar gefressen, aber nicht umgewandelt. Also funktioniert das leider nicht. Wirklich schade. Wirklich schade. Wirklich schade, das wäre wirklich perfekt gewesen, das wäre eine Kohlebeschaffung ohne eine unendliche Kohlenbeschaffung gewesen, mit einer nachwachsenden Ressource aus der Landwirtschaft, aber scheinen die Programmierer nicht so zu wollen. Das heißt, ich werde ihnen dann wohl wieder Erde zum Fressen geben, da habe ich 103 Tonnen, 104 Tonnen, ja, oder Sandstein habe ich 211 Tonnen. Ja, wird sich was finden lassen, aber zurzeit habe ich ja 43 Tonnen Kohle, das reicht. Mhm. Gut, ich sehe gerade hier habe ich noch vergessen, entsprechende Ziegel zu bauen. Hier dasselbe, damit der Sauerstofffluss ein bisschen besser läuft. Mache ich auch noch hier. Und hier ebenso. Sehr schön. Ach ja, und für die Sauerstoffproduktion, das war hier. Genau, da war ja ein Atmosensor ziemlich nützlich, weil dann kann ich ja eine Sauerstoffgeneration bauen, die sich komplett selber versorgt. Da muss ich mich ja nichts mehr darum kümmern. Das bedeutet aber, dass die Pumpen nur laufen, wenn es auch wirklich nur Sinn macht. Wenn sie mit Leerlauf pumpen, dann konsumiert das System zu viel Energie, dann habe ich wieder ein Problem. Da muss ich aus dem anderen System Energie abziehen, möchte ich wenn möglich verhindern. Gut, vermutlich muss ich es dann trotzdem machen, aber ich brauche dazu veredeltes Metall. 25 Kilo. Muss ich jetzt mal in der Forschung schauen, das läuft ja dann unter Veredelung. Hier ist die Metallraffinerie, werde ich dann als nächstes in Auftrag geben. Genau, jetzt läuft noch der Wasserkühler und der Wassererhitzer, um Keime abzutöten. Ja, geht auch ein bisschen schneller. Halt, jetzt wurde hier Kohle. War das? Halt. Jetzt habe ich doch gerade gesehen, dass hier Kohle gemacht wurde. 5 Kilo. War das irgendein Bug, der sich jetzt nach dem Neuladen geändert hat? Ich muss das beobachten. Also jetzt habe ich 105 Kilo. Jetzt fressen sie gerade Mehlläuse. Das wäre toll, dann würde das trotzdem funktionieren. Jetzt wird aber auch wieder nur gefressen und nichts keine Kohle produziert. Wo kommen denn die 105 Kilo
100,5 Kilo her. Mysteriös, wirklich mysteriös. Ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht müssen sie erst irgendwie 20 Tonnen Läuse essen, damit ein Kohlestück rauskommt. Na egal. Gut. Zweites Klo ist fertig. Die Krankenstation wurde auch schon als solche anerkannt. Hier noch das Waschbecken raus und raus. Okay, hier kommen sie vermutlich nicht hoch. Ich weiter. Sehr schön. Und die Deko hier unten ist auch fertig. Ja, es ist eine ziemlich wohnliche Kolonie geworden. Die Kohle arbeitet nicht, weil die noch über 50% sind. Das ist auch richtig. Das ist ein bisschen blöd. Die Kraftwerke und die Kohlegeneratoren, die stoppen nicht, wenn die Batterien voll sind. Die produzieren dann einfach sinnlos weiter. Deshalb kann man das so ein bisschen optimieren, wenn sie nicht zu früh aktiviert. Leichte Baustelle. Ja, so. Sollte das dann anders aussehen? Also jetzt haben wir 4 Klos in der Kolonie. Wenn da wirklich oh, viel Hut habe ich glaube ich noch nicht. Und die sind definitiv, die Mehlholzsamen definitiv nicht. Die werde ich somit wieder normal einlagern. Okay, jetzt geht das hier echt ein bisschen schnell ab. Ich muss schnell Pause oder ein bisschen langsamer. Das kommt weg. Dafür gibt es noch was ist das Bett? Hier ist das Bett 2. Mache ich gleich noch ein bisschen Kunst rein. Das passt hier irgendwie nicht. Machen wir das so, dann muss der trotzdem wieder weg. Ich hier. Ach, doch nicht in die Luft, mein Lieber. Das maximal rausholen. Gut, das hier brauche ich dann nicht mehr. Weg damit. Platz reicht. Also somit habe ich alle 4 Räume. Alle 4 Räume sind vorhanden. Ja, also Luftproduktion, ich habe noch 6,4 Tonnen. Ich denke, ich werde jetzt hier mal ein bisschen rund um die Basis schauen, ob ich noch irgendwas Interessantes finde. Das heißt, ich werde hier mal abbauen, was ich gefahrlos abbauen kann. Priorität hat natürlich Algen. Also dieser Schleim ist nicht verseucht, aber Schleim... Ich dachte, Schleim produziert... Steht hier jetzt nichts. Ich dachte, es produziert verschmutzten Sauerstoff. Ich werde ihn deshalb mal in Ruhe lassen. Okay, dann hat das hier noch, die nehme ich mit.
ich werde hier Leitersystem brauchen. Gut, dann habe ich hier noch schön Kupfererz. Ist ja auch immer Mangelware. Hier, was gibt's hier? Eisenerz. Ja, gibt's natürlich auch noch ein bisschen was. Auch hier werde ich noch. Der kommt hier hoch. Denke ich zu was. Nicht ausreichen. Goldenmangan. Ja, das ist natürlich die Frage, wo soll ich als erstes hin? Schön wäre ein Kälte. Oh, das könnte ein Kältebiom sein. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Kältebiom. Komme ich da bequem hin? Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sehr schön, sehr schön. Das ist doch schon wunderbar. Ja, das sieht toll aus, echt. Ich mag die Karte. Okay, dann ist auch ein bisschen der erste Punkt, den ich erkunden werde, klar. Ich bin jetzt hier gerade. Eigentlich sollte ich das Wasser hier noch abgreifen, bevor irgendwelche Keime auftauchen. Weil das könnte ich hier jetzt wirklich ganz einfach umwandeln. Meine Güte. Das war Veredelung. Den Wassersieber. Also was braucht ja. So ein sauberes Wasser als verschmutztem Wasser. Ich brauche Sand, verschmutztes Wasser, klar. Energie. Flüssigkeit rein, Flüssigkeit raus. Ja, ich denke, ich mache das. Ah, hier ist wieder so eine Sand-Action. Ah, zum Kotzen nicht. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass es noch... Nee, das müsste eigentlich ziemlich gut klappen. Ja, machen wir so. Also, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Weg. Hier auf. Oh, schaut euch das an. Unglaublich, echt unglaublich.
Ist noch ein Anzeigefehler, sieht aus, das ist ein Laserschwert, deshalb kreischt der Duplikant hier auch. So, auch schon hier ein Check. So ein 105, es ist immer noch 105, ich verstehe das nicht. Warum haben die jetzt 105 Kilo Kohle gemacht? Aufgrund von was? Die fressen immer noch fleißig die Mehlläuse. Die lasse ich ihnen auch, die sind schon ziemlich abgestanden. Lagerkapazität, das reicht. Das reicht. Gut, Wasserkühle Flüssigkeitswärme ist erfunden. Jetzt die Veredelung, damit ich hier dreimal, damit es da vorwärts geht. Ein bisschen Tempo. Mit der ganzen Aufräumaktion. Dann staube ich da mal das Wasser ab. Ist schon gut. Ist noch ein Alu gebaut durch die ab. Also, wie hole ich mir das? Keime. Da kommt noch der Schlamm mit. Ich könnte den einfach hier so drüben. Der ist eigentlich einfach hier. Der ist einfach. Und dann hinten, gut, den könnte ich eigentlich theoretisch auch hier durch. Chips. So. Müsste machbar sein. Ich weiß nicht, wie kommt Schleimlunge in die Luft oder in Flüssigkeit. Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht wäre es doch einfacher. Also ich ziehe es einfach hier unten rum. Was habe ich hier? Chlor und Wasserstoffchlor ist natürlich super zum Desinfizieren. Ich mache doch hier einfach so ein Loch, das geht hier runter. Und dann sammle ich es irgendwo hier. Ich habe ein bisschen Hemmung, das gleich direkt mein Frischwasserbecken zu leiten. Vielleicht sollte ich noch ein Zwischenbecken machen. Einfach zum Sichergehen, dass da keine Keime mitkommen. Okay, wie sieht es hier aus? Aufräumarbeiten. Dann lasse ich noch ein bisschen. Okay, räumt hier mal die Bude auf und dann starten wir das große Wassergewinnungsprojekt. Ich weiß, ich erzähle schon seit x Episoden, ich möchte mal die Saustoffe neu machen. Ich habe im Moment einfach keinen Druck, weil ich habe echt, nachdem ich jetzt hier noch ein bisschen aufgeräumt habe, wieder genug Algen. Und das sieht wirklich gut aus. Und am liebsten möchte ich dann die Sauerstoffproduktion wirklich gleich richtig machen. Und dazu fehlt mir einfach noch diese Atmosphären
Drucksensor. Okay, ich glaube, das ist bald erledigt. Ich werde hier noch die Aufräumaktion machen. Das mache ich offline. Nahrung scheint auch wieder mal ein Thema zu sein. Dann beende ich die Episode. Ich drücke wieder den Aufnahmeknopf, sobald aufgeräumt ist und die Wassergewinn-Session beginnt. Gut, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bis dahin alles Gute. Tschö.